De Range ass das Hängeschild vu Land Rover. Dëse grossen an opfallend coolen Luxus-SUV ass fir d'Liewen op der Stroos genese gut firbreet wie fir d'Liewen abseits der Stroos. Op jeden Fall ass dëse Range Rover an senger 5. Generationun repräsentativ, strahlt als Engländer och eng immens Präsenz ass. Dat läit orem un senger gréist mat enger Längt vu 5,25 Meter, 1,87 Meter héich, a mat senge Säitespiegelen enger Breet vun 2,21 Meter. All bei der 5. Generation hunn Designer eng perfekten Erbeg geleeft. Och sei gläert geschlaffenen Design ass direkt als Range Rover zu erkennen. Strahlt do an senger 5,25 Meter längt mat engem Radstand eng gut gelunge Präsenz ass. Sing ze Summe passende Elementer, die kloer Gros Iwerflächen sowie sing hënnechte Luchten, die recht zu erkennen sinn, wann se Funktion sinn, an noch die präzis Detailer Suge beim Range fir die markanten Design. Land Rover liefert de Range Rover P530 First Edition och an enger Standard Sitzkonfiguration. Vier ginnet war disant 2 bequem Vorteilen, an am Fong hannen dran 3 Inselsitzer und plus nach 2 Inselsitzer. Lässt sich Oralsitz elektrisch ablehen. Laut Konfiguration vun de Sitzer bringt de Range or Ladevolume vun 647 Liter bis zu 1491 Liter. Durch seg iwwermächtig gréist ass sich no alle Säiten net grad perfekt, op schons de Schofer mir héich sitzt, an iwwer de Kapo kann wäch kucken. Fir dëse Manko auszugleichen sinn noch überall Kameran a Sensoren nubrucht, wat dann noch Spaß mischt, de Range an eng Parkplatz heran zu manövrieren. Seng Vererbechtung ass 5 verschafft an d'Arrangement vu Schalteren, Tasten an Ekran, Dir wie noch als Reüséier darstufen. Op de grosse Firlefanz verzichten d'Engländer. Stattdessen sticht ein gut Erbesplatz mit großen Touchflächen, liegt auflesbar digitale Skalen dafür, sowie sein Infotainment Stand von der heutigen Zeit ist. Analog Tachoen sind passé an alles als digital. Besonders auffällig ist sein ca. 30 cm großen Display. Mit zum Package passen auch ein unbegrenzten Medienstreaming an die Fairrationen von den Wetterbedingungen. Dazu kommen dann noch nach ein Online-Zugang an eng heichwertig Audioanlage. Aber wenn es dann noch nach dem Sicherheit geht, bietet der Range Rover P530 First Edition alles das, was der taut und modernen Assistenzsystem gibt. Für uns Testkilometern stung uns der Range an der First Edition mit seiner Top-Motorisierung engem VR mit Turbo-Motor zur Verfügung. Seng Eckdaten sind 4,4 Liter Hubraummotor, eng Leistung von 530 PS, ein maximal Drehmoment von 750 Nm, eng 8-Gang-Automatik, 4 Rad gedriven, an eng Allradlenkung, die bis zu 7,3 Grad anschlägt. Maximal Vitesse lädt bei 250 km/h. Mit der Launch Control schafft der VR Moto auf 4,5 Sekunden den Sprint von 0 auf 100 km/h. Seine Luftförderung dreht auch dazu bei, dass er so über die Straße schwirft. Durch seine aufwendige Technik führt sich den über 5 Meter langen Range wesentlich mehr Licht, wie mengt, wenn ihn sein Gewicht und Gewicht analysiert. Der VR gibt seine gewaltige Leistung erst am Müll auf. An der NASCAR sind ich natürlich VR gewinnt. Heute hatte ich die Chance, den Range Rover zu testen. Und für mich wird Range Rover alles richtig gemacht. An einem großen Auto geht für mich natürlich ein grosses Motto. Und an diesen Zeiten ist das umso mehr flott zu wissen, dass Range Rover fährt mit einem großen VR-Motto. Wobei sich aber 12 von Vorprogrammen für die Straße und Offroad-Abenteuer sich perfekt ausstellen lassen und noch frei konfigurieren lassen. Seine Steuerung agiert ein bisschen leicht und erreicht, wenn der Range und die Haftungsgrenze von den Pneus könnt, direkt den Nobassen heraus. So sehr geht doch nicht mit dem Range Rover am alltäglichen Gefühl, weil man den Sportswohn als der Range auch nicht zu vergleichen. Als sehr Kehrpassagen weisen sich überraschend handlich, weil doch uns seiner Feierradsteuerung lädt, die im auch an der Stadt vergleichsweise kleine Wendekreis gibt.
Sin Karosseriestabiliséierung, déi sich schon ukennnecht, an zusätzlich der Trappe vun en grosse Räder, signaliséiert dem Schofer scho perfekt, dass Lotgrenzen vun der Physik erreicht sinn. An der Range eng bedeutend méi normal gangert lewer huet. An trotzdem bleibt de Luxusgelände wohn immer komfortabel. Wer derwer lo abseits vu Macadam alles Melias konnte mir erwolltne doch am Kader vun unserem Test net einmal usatzweis testen. A well e Range senger Markentradition auch verpflicht das, mussssen sich auch können an all Terren bewegen. Dementsprechend lädt sin Karosserie auch tschen 22 bis 30 cm vom Boden weg, elektronisch verstellbar, sowie seine Rand an Ratsklammen vun er profitieren kann. Wann et lo SUVs geht, wobei en Range Rover net an des Kategorie kann setzen, ass Land Rover mat segem Range Rover nach immer de Non-Plus-Ultra. An dat merkt de Schofer spätstens dann, wann den Hand dem Volant sitzt. Die klengschlecht Norricht bei diesem rollenden und feierierter Statussymbol lädt am Spritverbrauch. Hier geht Land Rover zwischen 11,2 bis 11,9 Liter Benzin auf 100 Kilometer an, was bei unserem Test aber nicht drauf war. Wir luchen so die 12,5 Liter auf 100 Kilometer und das bei enger, bald immer gemütlicher Art erweist vom Fuhren. Herr Kurz fir Carlo seg Fazit. Wir gehen nicht op de Preis an. Das ist ein Auto von der Overklasse an Range Rover hat wirklich nicht ausgelöst. Also Optionen ohne an dem heute war alles drauf. Wirklich genial, was sie hier rausholen. Und wie gesagt, alle Optionen sind möglich und ein Auto hat keine Limiten nur. Diese Range Rover präsentéiert doch einfach de britische Nadel. Et ass eng Kombinatioun aus Tradition, de Modernen, der Eleganz an dem Luxus. Ohne lo de Komfort an se elegant Bewegen op de Spuren am Kräsi aus Steng ze vergessen. Ob schons viel Leiit beim Range Rover de Boulevard fir Terrain 14.